Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich war kürzlich in der Schweiz am Filmen für diverse Aufträge. Leider nur noch kurz, aber für einen Ausflug auf den Thunersee mit Trix und Wendel hat es ja doch noch gelangt. So, ich gehe also schon wieder zurück in L.A. Und während ich die Aufnahmen aus der Schweiz bearbeite, bin ich hier schon wieder im Doc filmen. 3 Projekte stehen an. 2 Kundenprojekte und 1 Eigenproduktion. Und da freue ich mich ganz speziell drauf. Es ist das erste Mal, als ich auch probiere, etwas mit Sponsoren zu machen. Mal schauen. Ein paar Szenen habe ich schon im Kasten. Wollt ihr mal reinschauen? Nein, das musst du jetzt nicht schon zeigen. Wieso nicht? Es bleibt ja unter uns. Du weißt schon mal, dass man den Leuten nur fixfertige Sachen vorführt. Jetzt tu nicht so verklemmt. Es nimmt ja selber auch Wunder, wie es aussieht. Ja, aber das ist etwas anderes. Komm, geh jetzt mit den Hunden laufen. Die müssen etwa beiseln. Oh, du bist jetzt ein Kommandierer. Einfach ein Probierchen unter Freunden. Mehr davon habe ich Ende Sommer. Ja, wenn ich zu diesen amerikanischen Autos gekommen bin, das war ein einschneidendes Erlebnis. Ich war BMX fahren, war 9 und wir haben gerade die Velo rausgenommen und da fährt ein 1964er Impala hin, parkiert, hat ihn an den Boden gestellt, hat hinten den Kofferraum aufgemacht, hat das Velo rausgenommen, hat den Deckel zugeschlossen, ist aufs BMX gehockt und ist gefahren. Wir waren dort Kinder und das ist einfach wow. Eine der grössten Hürden ist sicher hier beim Autokauf, dass man das Richtige kauft, dass es nicht verbastelt ist. Da muss man ein gutes Auge haben dafür, dass man es dann wirklich auch in die Schweiz nehmen und prüfen kann. Bei diesem Auto ist es so wie früher beim Töffli. Da haben wir den Tank oben, das Benzin drückt. Wir brauchen also keine Benzinpumpe hier. Das Benzin läuft in den Vergaser rein und hier wird es dann entzündet und geht in den Motor rein. Ja, eben wegen dem Dreckfallen wäre mir letztes Jahr fast passiert. Ich habe einen 1964er Impala Kombi gesehen. Ein super Auto, eigentlich alles gut, der Motor hat gut ausgesehen. Und eigentlich schon dem die Hand schütteln und sagen, den nehme ich. Und dann sehe ich gerade noch etwas zwischen dem Radkasten, gerade beim Abschauen und sehe, dass der Mustang 2 Vorderachse darunter hat. Und das ist jetzt etwas, das können wir praktisch nicht oder nur mit viel Aufwand rückgängig machen in der Schweiz. Schade war, ich habe mich echt gefreut auf das Auto. Die 64er Impala Kombi sind natürlich auch häufig selten. Ich bin Alex, ich komme nach Kalifornien, seit ich 8 bin und ich verkaufe amerikanische Oldtimer zu fairen Preisen.
Nebst diesen Projekten ist es mir aber wichtig, dass ich auch noch Zeit habe oder mir Zeit nehme, für an eigenen Filmen zu experimentieren, Sachen auszuprobieren. Neue Kameramoves machen, frische Blickwinkel ausprobieren und mit dem Ton spielen. Zum Beispiel der Film über den Thunersee, den ihr ganz am Anfang gesehen habt. Ich zeige euch doch mal, wie viel das sogenannte Sounddesign ausmacht. Das sind also alle Töne, die nicht Musik ist. Meistens hört man die Effekte gar nicht. Aber zusammen mit Bild und Musik sind sie extrem wichtig. Es gibt dann so wie ein 3D-Klangerlebnis. Das Ganze kann ziemlich aufwendig werden. Ihr seht hier die Hauptbildspur, alles was oben dran ist, hat nur mit Bild zu tun. Und alles hier unten dran ist eben das Sounddesign. Ich tue euch doch nochmal den Anfang des Thunersee-Films abspielen. Das mal ohne Musik. Ihr müsst euch achten, wie lebendig das schon tönt. Und wie gesagt, nichts sind Originaltöne, alles habe ich im Schnittpult nachher vertont. So, es ist Sommer hier in Kalifornien. Die einzige Zeit, wo man ohne Neopren nur mit den Badhosen surfen kann. Das wollte ich jetzt noch ein bisschen ausnutzen. Ich hoffe, auch ihr genießt den Rest des Sommers noch ein bisschen. Und das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. But I know for sure that day will come when you first realize what you have